Du wordt nog mooi gesagt, dort in het Oude Testament, als du bloß ein Bild von Gott, ein Gott, wat gerecht ist, ein Gott, wat heilig ist, und ein Gott, wat in euer Hafjänge sind. Und anfangen wird gesagt, dort in dem Neuen Testament ändert dort nu ist Gott ein Gott von Gnade, Life und Rettung. Aber die Stelle, wo wir von dir sind, und dort ist in 5. Mose Kapitel 15, sei wie dort Gott ist gnädig. Gott hat dich geändert. Gott wird niemals ändern. Derselbe Gott wird uns von dir raten, der Jesus Christus hat für seine Menschen von Anfangszeit abgepasst. Und er hat Gesetze gegeben in dem Alten Testament, so dass Menschen würden nicht Advantage nehmen von einem anderen. So von der wollen wir sein von der Sklaverei und der Schuldgesetzen. Und wir wollen sein, was wir Gott den Plan für die Israeliten. Und dann wollen wir sein, wann das auch in dem Alten Testament gesagt ist, wann das Juden gesagt ist, und das nicht mehr über uns ist so zu sein. Wir sind frei gemerkt von dem Gesetz durch Jesus Christus. Und wir sind was lernen in diesem Gesetz, was wir weiten, wie kann sein, wer Gott ist, und wie kann auch sein, wo wir als Christen Gott seine Gnade sollen ausleben. Dann anfangen in Kapitel 15, die erste Aufforderung. Und hier redet Moses in der Gesetz, er gibt die Gesetz, und die Gesetz, die war gegeben, die erste Feierbeker, besonders von 2. bis 4. Mose. Und dann wurden diese Gesetze gegeben, und nun in 5. Mose, der Moses in seiner Botschaft, er hauptsächlich denken, was er gegeben hat. Und hier redet er von Schuld vergeben. So, was ist Schuld? Ich glaube, die Schuld, die Bibel merkt das sehr klar, dass Schuld wird niemals ohne sein, das ist ein gutes Ding. Wenn wir schon Schuld reden, dann, wir würden uns niemals freuen, wenn wir sagen, ich habe viel Schuld. Erst die einer hier von der Mars wird sagen, ich freue mich, ich denke mir viel Schuld an. Ich glaube, keiner wird sagen, dass Schuld ist ein gutes Ding. In der Bibel lehrt wieder auch, dass Schuld ist ein Ding, wo wir uns zu Sklaven merken. In Sprüche Kapitel 22, der 7. Vers, sagt er, der Reiche gerieren über der Arme. Und wer du borgt, aus dem sein Sklav, der arm dort borgt. Wenn wir eine Schuld haben, wir sind unsere Sklaverei. Und ich glaube, wir würden da klar sein, dass als Beta frei sein, ist ein Sklav sein. Die Bibel lehrt uns auch, dass wir sollen unsere Schuld so bullig auftun, ist möglich. In Psalm 7, 21. Vers sagt er dort, wir sollen dort nicht lohnen ausschlafen, wir sollen dort träg tun, wenn wir borgen tun. Er sagt, der gottlose borgen und tun dort nicht träg. Wenn wir dort nicht träg tun, dann sind wir gottlose. Der Rechte aber hat Mitleid und Jaft. So hat er in dem Alten Testament besonders, hat es als der Taub gebungen, wer Schuld hat, als arm, wer nicht Schuld hat, als reich, und sondern was reich ist, der kann geben. Und so wir wollen jetzt sein, was wir Gott im Plan für Schuld. Und wir sehen hier in der ersten Vers, dass die Israeliten sollen einordnen, die Schuld vergeben. Erste Vers in Kapitel 15 sagt, jeder 7. Jahr soll jeder, der jüngst dort schuldig sind, ihre Schuld vergeben. So jeder 7. Jahr, und ich weiß nicht gerade, wo sie dort rechten deuten, was das 7. Jahr wird, aber jeder 7. Jahr, irgendeine Schuld, die dann lohnt wird, das soll vergeben werden. Wenn wir sagen, zum Beispiel, ich habe Schuld mit jüngst, und da wird 3 Jahre, bei das 7. Jahr, dann würde ich mir das Schuld angehen. Ich habe dann 3 Jahre, um das betonen. Und wenn ich nicht das ganz betonen, in den 3 Jahren, dann würde das Schuld aller vergeben sein. Oder wenn es 5 oder 6 oder 7 Jahre wäre, nur 1 Jahr, dann würde das Schuld, was du noch überblieben seid, dann wird aller vergeben worden. Der Wort hier wird gebraucht, das 7 Jahre soll das vergeben werden.
Dort ist ein Wort, was auch wird gebraucht, losloten. Oder in Neuen Testament braucht wir das Wort nochmal loscheiten. Wir sollen einen Menschen loscheiten von seiner Schuld. So, wir sein, das ist dann leicht zu sein, wo das taubgebunden ist, mit der Vergebung, was Gott uns von vergeben hat. Uns wird losgekauft von unserer Schuld, was wir mit Gott haben. Er sagt, wir sollen jedes 7. Jahr das Schuld vergeben. Und dann der 4. Vers sagt er, warum wir das sollen tun. Der Herr, Gott, wird ihn sehnen, und dort Land wohnt ihn aus ein Aufgaut gef. Und du wollen keine notleidende Mann sein. So Gott sein Plan für seine Kinder, für die Israeliten, dort würden keine sein, was Not werden. Wir würden gerne sagen, Gott sein Plan ist, dass keiner arm ist. Und ich weiß, hier wird einer Fehlkenäver sein. Gott sein Plan ist, dass keiner arm ist. So grote Port von dort have te doen, met wo wir ons Leben aanstaan doen. Viele von uns sind arm, wegen wir haben die aardige Entscheidung gemacht. Wir haben nicht Gott seinen Plan für Geld neu gefallen. Und wegen wir nicht gehorsam sind gewesen, was Gott sein Plan ist, sind wir arm. Aber der zweite Port ist, wie wir uns selbst teilen, so sind was Gott nur vor ihr sind. Wir sollen sein, dass wir nur sollen abpassen, was in Schuld sind und wer arm sind. Das ist, woran Gott will haben, dass Sinn oder die Schuld so betont. Wenn ein Mensch die Schuld wird betont, dann haben sie einen frischen Anfang. Und Gott sein Plan, wie er kann sein, dass wir in welchen Tiden, wo ein Mensch zum Ende kommt, und er muss sozusagen eine Schuld annehmen. Aber der Plan, wie dass keiner soll in der Stadt bleiben, dass sie in Schuld leben würden, und wer in Schuld ist, kann niemals wirklich federweich leben. Wenn ein Mensch dann Interesse holen wird, dann wird viel von Geld nur Interesse holen, leider es wieder hingehen. Und wenn sie den frischen Anfang merken können, dann würden sie einen guten Anfang haben. Wir sind in dem Neuen Testament. Dort Gott will haben, dass wir sollen lernen, aber wir sollen nicht wirklich dort so tun, dass wir keinen Mensch in Arm haben. Matthäus Kapitel 5, der 2. 4. Vers sagt, wenn je wer am Wort Pracht hat, dann jef am dort und sei den nicht auf, der sich von die Wort lehren will. Und dann sagt Gott wieder, dass Gott den Sinn kämpft an, wann sei das Sinn oder das Schuld vergeben wird. In Psalm 37, 25 und 26 sagt der Schreiber, was es steht. Ich sie jüngst, ihr warst, und sie nu alt, aber haben noch niemals gesehen, dass der Gerechte verloren ist, oder seine Kinder nur braut prachen. Er ist den Tag ever mit jewrig und Lied, und seine Kinder wollen gesehnt sein. Er sagt, so eine Wort leben tun, und mit das Geld zu handeln, das Gott verlangen hat, die wollen niemals verloren sein. Wir reden letztens noch an, wo wir geben sollen. Und das Neue Testament merkt es nicht klar, dass Gott sagt, wir müssen. Uns wird nicht bemerkt, dass wir 10% geben sollen von was wir merken. Aber das ist ein guter Anfang, an wo wir geben können. Wir sollen geben mit einer offenen Hand. Und hier sehen wir wieder, dass Moses lehrt, dass wir sollen nicht uns Geld ansehen, als bloß ein Ding, wo wir können für uns selbst was nehmen, dass wir möglich leben können, dass wir dort Fan haben. Wir sollen uns Geld brauchen zum Unterhalten. Habt ihr mal über so gedacht? Dass die Geld als sozusagen Gott sind?
Und dort wird Gott geben, dort ist nicht bis verjüngt. Dort ist dort jeder Brücken kann, dort anderen das lohnt, nicht ohne Brücken leben. Und es ist sein, das meint nicht, dass wir sollen uns Geld Schlag, Brücken oder mit Unweisheit geben. Aber das meint, dass wir sollen uns Geld sein, das ist ein Tool, was Gott will brücken, zum anderen helfen. 2. Korinther Kapitel 9, der alte Vers sagt, ihr worden nur alle Sieden han recht gemerkt, dass je Rief uitdeilen kann. Gott jaft uns Geld, nicht dort bis möglich leben kann. Er jaft uns Geld, dass wir dort geben kann. So wie dort kann mitteilen mit seiner, wo dort fehlen dann. Und ich glaube, wir sagen dann, na, Rome uns, sind nicht viel Arme. Wenn Limiten, wenn wir reden mit so einem Wort wie der Bridge schaffen dann, der Bridge, was in Town ist, da sind zwischen 100 und 200 Jugend, die sozusagen bis auf Gast leben. Sie haben kein Heim. Und es nimmt nicht viel, wenn einer an Limiten gehen wird oder rumfahren wird, einer sieht, wo besonders so eine Wort ohne Foto ableben, wo arm sie leben. Der Not ist alle Rahmen uns. Und Gott hat uns recht gemerkt, sodass wir Rief uitdeilen können. Und was sagt Paulus dann wieder in 2. Korinther? So wollen viele Gott für die Gaben danken, die je an vermitteln. Und dann der 7. und 8. Vers sagt, wir sollen geben, nur so was arm sind. Wenn je in das Land sind, wo der Herr den Gott gibt, und du ein Israelit es den Not leidt, dann soll je nicht den Hort jängen am Hort merken und am nichts geben. Je sollen viel lieber gänzlich sein und am Lehen, was am fehlt, krak en don't van Wort. Und das sei wie auch das, was Jesus lehren hat. Er sagt hier, wenn ein Mensch an Not ist, die Israeliten sollen sich der Hort nicht jängen am der Hort merken. Weil heißt es nicht für uns, wenn wir ein Mensch sein, der in Not ist, wir merken uns der Hort bis Hort. Wir sind so viel Arme, das ist noch ein Arme. Wir merken uns hart bis Tau und wir drehen uns von einem Menschen, der in Not ist. So, was meint das, dass wir arm sind? Warum sind Menschen arm? Ich glaube, arm sein meint, dass wir mehr Schuld haben, als was wir wert sind. Ein armer Mensch hat nicht genug, dass er ein Leben kann haben, wo er genug zu essen hat, genug zum Kleiden hat und ein Schilling hat. Eine Weg zum sein, wo ein Mensch arm ist, es ist ein Mensch, der in Not ist, aber keine Gelegenheit hat, um die Not zu besorgen. Andere Menschen sind arm, wenn sie glauben, sie sind arm. In Englisch sagen wir, die haben eine poor attitude. Eine attitude, that is poor. Sie seien sich uns arm, und will sie arm, sich selbst an seines arm, sie tun niemals dort, was fehlen wird, dass sie nicht mehr armbrücken sind. Und dann handeln sie sich in so einer Stadt, wo sie nicht genug haben, wo sie sich machen, aufhängen an andere. Und Gott sieht hart erst für Sonne, was arm sind. Wenn wir die erste Feierbeker durchlesen in dem Neuen Testament, wir sagen Eva und Eva, Jesus ist gekommen für die Arme. So wir sehen hier, dass Gott sein Hort erst für Sonne, was in Not sind. Und das meint dann, wenn je arm sind, wer das horchen dann, wenn je würden je selbst das arm tun, Gott sein Hort erst für jünt. Gott passt ab für jünt. Und Gott will haben, dass je nicht in Armheit leben. Das meint nicht dann, dass wenn wir sein arm leben, dass wir sein, wie wir wollen, krank so leben, wenn wir nicht so leben können, dann sind wir arm. Das meine ich, dass wir nicht fertig fahren. Das meine ich, dass wir ein großes Haus haben. Aber arm ist, dass wir nicht genug haben, so dass wir leben können.
Aber diese Fargen hier, die reden nicht so sehr nur so, was arm sind, aber so, was die Arme kann uithalten. Er sagt, wir sollen uns heute nicht merken. In der Englische, der wird sagen, und ich fand es interessant, tight fisted. Das sagt, das gibt ein Bild von, dat Geld mit einer festen Fuß zu haben. Und was wird eine Fußwerken für gebraucht? Zum Schlagen. So, wenn wir dann uns Geld bis fast in den Fuß haben und wir hatten hart, fängt erst dort, dann wird uns Geld gebraucht, um andere Steiten leider es halten. In 2. Mose Kapitel 22, der 25. Vers sagt, und das ist ein von den Versen, was Moses hier von reden wird, und er sagt, wenn einer den anderen seine Tag und Börsach nimmt, soll der all die Sonne ungejet zurückgebracht werden. So wenn wir liegen dann, und die Sonne wird arm sein, wir sollen das nicht in seiner Wacht tun, dass wir alles wahrnehmen tun. Hier ist wahre, wir sagen, dass Gott ist gnädig, er sorgt für seine, die arm sind. So wenn wir sagen, wo die Israeliten sollen Geld ausleihen, und Gott erwartet haben, das verstehen ist, dass seine, was Geld haben, und seine, was Geld ausleihen tun, dass als Beste, wenn er das Geld geben tun und ausleihen tun, und seine Wacht, dass es ein Geschenk ist, dass sie geben, dass man andere halten, und wenn das Geld dann wird zurückgeteilt, das ist dann ein gutes Ding. Dann wird das Geld weggegeben mit einer offenen Hand, und dann lässt dann jetzt die Verlangen erst dann, dass der Mensch wird zurücktun, aber wenn er nicht tut, das wird dann verstehen. Und er sagt wieder, auch die sollen, wenn es 7. Jahr ist, die sollen aber nicht ab hier mit Geld ausleihen. So wollen sie Christen dann diese Versen verstehen. Ich glaube, ich kann klar sein hier, wegen viel von dem, was geredet in dem Neuen Testament, wo Jesus Geld an sein wird, wo er die Arme an sein wird, dass wir Christen sollen einmal checken, wer in Not ist. Wenn die Menschen in unserer Community in Not sind, soll wir sein, wo wir enthalten können. Ich denke, was wir klar sein ist, dass wir sollen nicht ans Geld brauchen, um Advantage nehmen von anderen. Das ist, wir sind das Ferken, dass Söhne, die reich sind, wenn sie viel Geld haben, sie können sich in der Stadt sagen, wo sie Advantage nehmen sollen, was nach vielen tun. Und ich hier da keine Beschuldigung, ich verstehe, dass was reich und artig ist. Wir sollen nicht dort einen Stich tun. Aber die, die kennen, wer wir uns heute unsere Segen, sein, wo wir können, uns Geld brauchen, um andere dein. Ein Ding, was wir klar sein in der Bibel, ist Gott sein Hort ist für die Arme. Gott sein Hort ist für die Arme. Wenn eine Mama, junge Mama, die kleine Kinder hat und er muss nicht mal rum ist, von den Kindern rohren dann, Gott hielt dir hier. Wenn die Kinder nicht genug Kleider haben und nicht feine Kleider haben, und antwort je Toilette in der Schule, wenn sie nicht schmacke Kleider haben, Gott hielt dort. Gott sein Hort ist für die, die arm sind. Ich glaube, in dem Neuen Testament, wir sehen das in 1. Timotheus, Kapitel 6, der 18. und 19. Vers, lehrt Paulus uns auch, dass wir sollen mit einer offenen Hand geben. Sei an, sei sollen Gott tun, dass sie reich sind und Gott wirken. Sie sollen mildgierig sein und jeden an andere aufdeilen. Wodurch sei sich einen Schatz sammeln und einen guten Grund für die Zukunft leihen. Und all hier, die wollen leben können. So wir sollen mildgierig sein. Wir sollen leicht geben. Wir sollen so eine Christen sein, die mit einer offenen Hand leben tun. Ich glaube, leicht geben ist nicht ein Denkwort, kommen dort, wenn ein Mensch viel hat.
Die verlangen mit anderen Mattei und das kommt von Hort. Und dort braucht nicht so viel wie haben. Kevin Weber hat gerade ein Buch geschrieben, er ist ein von den Predigers hier in Ontario. Er vertelt von einer Geschichte, eine Tag, redet von der wir eine Familie in einer Community, die viel eten, viel und dein, sie werden arm. Und da wir eine weitfrühende Tag, wat viel dat zij hat nicht sehr viel, aber sie wird geben, was sie können. Und so sie geben, was sie können. Und dann kam der Raum, und dann werden die Predigers bei der. Und dann brachen die Predigers eten nach ihr Haus. Sie wir da in der Community, was arm wir in der Hauptfeld. Und was dann so schwor wir, also wenn sie durchchecken, von was gebracht wird, even hoch von dort, was gebracht wird, wie dort, was sie gegeben hat. Und das ist ein Bild für uns, dort arm sein, dort ist für bloß so, was wir nicht Brücken annehmen, das was wir sind. Und sondern was arm sein meint nicht, dass sie nicht geben können, dort ist was ein Hort ist, was wichtig ist. Und dann sehen wir klar hier, auch in dieser Version, wo wir das vergleichen können mit dem, wo Gott hat uns die Sünde vergeben. Er hat unsere Schuld ausgestreckt. Das ist nicht, dass wir haben 7 Jahre ohne Jesus gelebt und dann sagt Gott, wegen der 7 Jahre aussehen, die wollen die Sünde ausstrecken. Die Sünden sind ausgestreckt, wegen Gott hat die ab dem Kreuz betont durch Jesus Christus. Jesus Christus hat auf dem Kreuz gestorben und dann sind unsere Sünden vergeben. So hier können wir ein klein bisschen sein dann, wo Vergebung schaffen wird. Vergebung ist niemals frei. Wenn er seinen dort, wo des Israeliten so eine oder andere Sinn vergeben, wer wir sagen zum Beispiel, einer liebt sich $100.000 und er kann das nicht betonen. Der, wo das Baren dort, kann das nicht zurücktun. Und wenn die 7 Jahre ab sind, und er noch $100.000 Schuld ist, das Schuld wird nicht betont, und das wird nicht frei. Wer betont dann die 100.000? Der wird das geben. So ist es auch mit, wenn Jesus uns den Sinn vergeben hat. Das ist nicht, dass das frei ist für ihn, das ist frei für uns. Wir wurden losgekauft von unserem Sinn. Aber für Jesus kostet ihm das alles. Er starb auf dem Kreuz. Er holt uns Preis, so dass wir müssen nicht uns ihnen Preis tun. Die Vergebung, die kommt bloß durch Jesus Christus. Durch Glauben. Und will Gott uns die Gnade geben. So Moses redet hier ein klein bisschen, wo die Israeliten sollen einordnen, die Schuld vergeben. Der zweite Part von dieser Botschaft ist dann, wo sie sollen die Sklaven frei sein. Wenn wir die von Sklaverei reden, und wir das verstehen, dass die Bibel davon reden, ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass ein klein bisschen Unterschied zwischen, dass wir das verstehen, besonders wo das eine Stadt wie 150, 200 Jahre zurück, und wo das in der biblischen Zeit war. Der 12. Vers sagt es dort, wenn ein Israelit auf Mann oder Frühmensch, an wem es verkauft wird, als verkauft wird, als ein Sklav, soll der 6 Jahre für den Jahr dienen. Und dann im 7. Jahr soll der frei gelassen werden. Wenn wir sein, an wem es verkauft wird, als ein Sklav. Wir denken, ein Sklav ist so ein Wort von einem Meister verkauft bei den anderen. Aber in der biblischen Zeit, da wurde der Sklave verteidigen wie sich selbst. Zum Beispiel, wenn ich eine große Schuld haben mit dir, und ich könnte die Schuld nicht betonen, ich würde mich selbst verteidigen, so ein Sklave. Da wir dann in der Weg, wo ich würde die
Schuld kann aufschaffen. Ich würde kann betonen durch meine Arbeit. So Menschen fangen sich selbst in der Sklaverei, weil sie Schuld haben. Und hier kann wie wahr sein, wo das verglichen wird mit was Sinnen uns tät. Wir haben eine Schuld, der sind, und willst wir die Schuld haben, wo wir Sklaven zu sind. Und an diese 6 Jahre, wie alles, was die Gesetz loten deit, für den Sklaven zum Schaffen. Weil sie haben vielleicht fertig gesehen, und wenn sie hängen wollen in Credit Card Payments, sie sehen, dass wenn einer einmal hängen geloten ist, mit Trickton, dass es meist anmählich, dass einer fairer Weg kann gehen, einen frischen Anfang merken. Und wenn ein Mensch hängen ist in seine Schuld, Gott sein Plan wir nicht, dass die Sonde bleiben. Aber wenn er sagt, ja, Eva werden, dann wird seine Schuld ausgestreckt und auch seine Sklaverei wird verbunden wir mit der Schuld auch ausgestreckt. Und hier ist es dann ein interessanter Ding, was wir in der Gesetz sein tun. In der 13. Vers sagt es das. Und wenn der Frie loten wird, dann lot am nicht ohne irgendwas gehen. Jew am friejewig von dort, mit was der Herr jün Gott jün gesendet haft. So hier kann ich meist den Satz nicht ganz verstehen. Hier hat eine Person, hat geschafft, es ist ein Sklav, es ist ein Diener, für 6 Jahre, und nun soll der Wirt, was der Sklav, der Meister, was der Sklav ihnen deit, er soll der Sklav freisetzen, und nicht bloß freisetzen, er soll ihm was geben, dort er ihn gerade Anfang haft. Nicht kann wie auch sein, wo klar geschrieben ist im Alten Testament, dass Gott nicht bloß gerecht ist, er nicht bloß heilig ist, aber er gnädig ist. Und das ist, wo der Meister, der wird sollen, deiner an sein. Und ich glaube, das ist ein Ding, was wir auch gerne annehmen, wenn wir ein Wirt sind von dir. Wo sei wir so an, was wir uns schaffen tun? Sei wir etwas an, für was sie tun können für uns? Oder sei wir an, wo wir helfen können? Menschen fingen sich nicht, so ein Sklav, wenn sie bösartig gelebt haben. Das wie noch mal so. Aber fern aus, dass die fingen sich selbst in Schuld, wenn wir würden gerne so eidlich. Und dann, wenn der Wirt wird etwas geben, haben wir einen Anfang merken. Dann können sie frei werden und ein frisches Leben merken. So, wenn jemand Wirt sein, ich weiß, diese Forschung reden von der und nicht so sagen, der Arbeiter ist nur so ein Wort Wirt sein. Rechen jene Arbeiter viel. Sondern was schaffen tun. Sondern was in Not sein. Das hat nicht zu tun mit was reicht und was artig ist. Was trafen det. Und der ist ein Part von dort, ich verstehe. Aber wir sollen einmal sein, wo wir können, die sehen, was für uns schaffen tun. In der 15. Vers sagt, woran sie sollen ein Fries hatten, sagt, halt einmal in Denk, dass je einmal Sklaven in Ägypten wären und dass der Herr jün Gott jün frei macht. Du wegen jew auch jün diese Gebot von dir. So wie sollen Christen dann diese Versen verstehen? Ich glaube, so ein Wort in Wirt sein, das ist sein deit. Wir sollen unsere Arbeiter ansehen, so ein Wort Gott gemerkt hat und was kraftvoll will Wirt sein, ist uns. Wenn du ein Wirt ist und wenn du ein Arbeiter ist, wie Gott, sind der das selbst kraft überreinet wird. In Kolosser Kapitel 3, auf der Vers, sagt es das. Und die neue Natur, die uns so aus Christus ist, jaft dort nicht so wird,
aus Juden oder Griechen, Beschnittene sein oder nicht beschnitten sein, Skiten, fremde Völker, Knecht oder frei. Du als Christus alles in allem. Dort bedeutet nicht, wann ein Knecht ist oder wann einer frei ist. Dort bedeutet nicht, wann wir ein Wirt sind oder ein Arbeiter. Wir sind alle dasselbe, wir sind alle überreinet wird bei Jesus Christus. Dieselbe Radung, was der Arbeiter raden wird, ist dieselbe Radung, was der Wirt raden wird. Wir kommen alle zu der Radung durch Jesus Christus. Dann wir sein auch in der letzten Part, da reden ein klein bisschen von, wo wenn ein Sklave wohl bei seinem Meister blieben, dort er kann sich ganz hingeben, er kann sich verbinden mit dem Meister. Und dort werden so eine Wort sagen, dass sie dort besser haben, als ein Sklave ist, wenn sie frei werden. Und ich glaube, das wird wunderlich sein, wenn so eine wer in Christen wird werden. Kann so eine wird sein, dass die Wort Arbeiter bei entbehren, wunder bleiben wollen. Will sich sagen, willst du wird in Christ wir? Dort antwort, besser gehandelt ist irgendwo, wo der nicht in Christ ist. So ich gleich das einmal zu hören, ich weiß, in dieser Tag sind so eine Worte wird sein, und ich habe von anderen Arbeitern gehört, was für Menschen schaffen in dieser Tag. Und was von ihnen, die sind ein Wirt, was das bewiesen dann. Ich weiß nicht, wie ihr dort sein dann, aber sie bringen viel ihr zu Gott, weil sie in Gott Wirt sein. Wenn jene Arbeiter dort scheint für ihn schaffen, dort bringt Wirt nur Gott. Dort bringt Glory nur Gott. Dort andere kann sein, dort Gott in großer Unterschied merken wird. Und das dann ist auch ein Symbol, wo wir kann frei gemerkt sein, wie sind Sklaven zu sind. So ist es sein, wir haben eine Schuld für Gott, weil wir Sünder sind. Gott verjährt uns die Schuld, wenn wir durch Jesus Christus glauben. Aber das Sinn merkt uns der Sklave. Die Bibel lehrt in Johannes Kapitel 8, dort wer Sünden hat, erst ein Sklave zu sein. Aber wenn Jesus Christus uns frei merkt von der Schuld, er merkt uns auch frei von der Sklaverei. Ich weiß nicht, wo ihr von dir smart sind und was die Sklaven sind, zu was die gebunden sind. Aber ich will ihnen von dir sagen, die Bibel lehrt dort, wenn ihr frei gemerkt sind von der Schuld von der Sünde, dann seid ihr auch frei gemerkt von der Kraft und der Sklaverei, was der Sünde überjünt hat. Diese Freiheit, wo wir frei gesagt sind, meint aber nicht, dass wir kein Leben wie wollen. Aber wir sind frei gemerkt, sodass wir für Gott leben. 1. Petrus Kapitel 2, der 16. Vers sagt, ihr seid frei vom Gesetz. Aber das meint nicht, dass ihr eine Freiheit brücken kann, schlecht zu tun. Ihr sollt eine Freiheit brücken, Gott zu dienen. So im Alten Testament, ich will nicht schließen, in dem Alten Testament sei wie, dass Gott von der Gesetz, wo die Israeliten sollen leben. Und in diesem Gesetz lehrt er, was recht und was artig wir. Was Menschen sollen tun und was sie nicht tun sollen. Was rein wir und was unrein wir. Aber wir sind in der Gesetz, dass Gott sein Hort erst für seine, was in Not sind. Gott sein Hort erst gnädig. Gott sein Hort erst leibtolich. Und was Gott verlangen hat in der Alten Testament Gesetz, bewies dort. Und Gott sein Hort erst für seine, was in Not sind. Dann, wenn wir Christus nur vor ihr sind. Und wir sein, wir wollen Gott nur folgen. Dann müssen wir auch dasselbe Hort haben, was Gott hat. So wenn wir dann rumchecken, nur Sonne, für Sonne, was in Not sind, dass wir können, dass wir freiwillig und aushalten dann. Wenn wir schließen mit dem Gebet.
Gott im Himmel, wir weiten dort, wir sind in Sinn geboren. Und wir weiten dort, willst wir sind, wir hatten eine Schuld für die. Und Jesus Christus, Dankeschön, dass du hast uns losgekauft von der Sünde. Und wenn wir sind, wir sind ein Sklave zu der Sünde. Und Jesus Christus, Dankeschön, dass du hast uns losgekauft von der Sklaverei, was wir haben, nur der Sünde. Und Jesus Christus, ich bete, dass du uns die Hort weken. So es muss es hier sein, dass wir nicht in Hort wollen haben, jenen die Wort in Not sind. Aber wir wollen ramchecken, wir wollen sein, wer fehlen das. Und dass wir wollen geben, nicht bloß von unser Überbleibsel, nicht bloß von dort, was uns möglich ist, aber so Jesus gegeben hat für uns. Wir weiten, dass dein Hort erst für seine Wort in Not sind. Und wenn wir geben, dann Gott. Ich will sagen, wir wollen geben. Wir beten Gott, dass wir wollen Christen sein, was ohne Menschen sein sollen, sondern was Gott sein Hort bewiesen sollen. Dann Menschen dort kriegen, was wir geben sollen, dass sie wollen die checken. Und sie wollen sein, dass du Gott bist leibtolich. Und willst du leibtolich bist, deine Kinder sind leibtolich. Wir beten das alles in Jesus Christus Namen. Amen.